Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Das Mal geht es um etwas, das ich gemoddet habe. Also eigentlich ist das ein Town Center 60380 von Lego. Und ich habe gefunden, es braucht doch tatsächlich unbedingt eine Rückseite. Weil Lego-Gebäude das normalerweise nicht haben. Plus, meine Straße ist halt ein bisschen breiter, weil sie hier auch noch ein Trottoir hat, weder die von Lego. Also muss die Brücke länger werden. Plus, wir haben natürlich hier oben unseren Berg. Und der muss natürlich auch erschlossen sein. So, einmal für euch, wie das Ganze so ein bisschen rundherum aussieht. Ich muss hier ausweichen, weil das ist so gross, dass ich es auf ein Brett tun. Genau. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass der eine oder andere Ort hier oben blinkt. Warum? Ganz einfach. Wir haben ja hier zwei Lifte. Ich frage euch jetzt vielleicht, warum ich hier zwei Handys habe. Wenn alles klappt, dann steuert das Handy der Lift und das Handy der Lift. Mal schauen, ob das geht. Da hat es so eine App, mit der kann man zum Beispiel den Lift auffahren. Und selbstverständlich kann man dann den Lift mit dem Handy steuern. Meine spricht durch das Stecker. Ich arbeite noch daran, dass es besser läuft, aber wie ihr seht, es läuft. Man kann natürlich auch die so bedienen. Ich packe das jetzt mal weg. Ihr braucht ja nicht die ganze Zeit zu sehen, wie Lift laufen. Was haben wir also eigentlich sonst noch so? Ganz einfach. Ich drehe es nochmal um. Normalerweise schaut man das so eher so aus dieser Perspektive an. Für die das Stadtzentrum kennen, hier unten ist ein Barbershop, hier ist eine Tierarztpraxis, hier ist ein Streamer, hier ist ein DJ, wo man auch so tanzen kann. Dann haben wir hier zuunterst einen Comicladen. Das ist so ein kleines Abteil für einen Hausmeister. Hier haben wir ein Hotel und das hat oben dran noch ein Zimmer, ein Doppelzimmer. Genau. Mehr aber auch schon nicht. Neu dazu ist natürlich die zweite Brücke, wo man genauso wie die von der Lego auch aufklappen kann. Die hat da hinten ein grünes und da ein blaues, ein rotes, weil Lego ja hier ein blaues hat. Hier natürlich keins. Wie gesagt, eben, man kann das aufklappen. Hätte man schon bei der Lego können, kann man immer noch. Ihr seht, ist auch ein bisschen grösser und ein bisschen mühsamer zu tun wegen dem. Dann haben wir natürlich in unserem Lift, den wir auch rausnehmen, haben wir wieder ein neues Hotelzimmer eingebaut. Das hier dazu. Oben innen hat es hier Dusche, WC und so weiter. Drinnen mit Solarzellen und Windkraft auf dem Dach. Wie gesagt, aber dann haben wir hier natürlich unseren Balkon erweitert. Moment. Um eine schöne abzunehmen. So. Wir haben das Hotel erweitert. Wir haben das Hotel erweitert. Und da haben wir ja, aber wie gesagt, hier den DJ. Der ist eigentlich original wie von der Lego.
Dann haben wir hier unseren Streamer drin. Das kennt ihr schon. Das ist eben unsere Brücke. Die Vorderseite ist ja der Doktor drin. Der ist einfach hinten noch etwas grösser geworden. Hat ein bisschen mehr Platz, dass wir auch ein bisschen rumlaufen. Und der Barbershop, der ist zuunterst. Den kann ich jetzt nicht auftun, aber ihr seht schon, da ist es grösser geworden. Und da ist jeweils die zweite Seite. Plus, wir haben hier oben eine Bar gemacht. Wo die Leute noch auch so rein und raus können. Genau. Der Shop vom, also der Hausmeister haben wir erweitert. Der hat da noch einfach völligen Platz, wo er etwas machen kann. Und den Handyshop von Lego haben wir drastisch erweitert. Dass er doppelt so lang ist. Und wir haben natürlich auch unsere Aufbahrung gemacht. Lego hat die auch so draufgesteckt. Wir haben gefunden, wir möchten hier noch ein erweitertes Angebot. Genau. Und selbstverständlich ist auch einfach der Lego, nicht der Lego, der Dingsshop unten doppelt so gross geworden. Da ist dann der Bach, der zu unserem See führt. Genau. Also ihr seht, wir haben etwas angebaut. Immer noch modular wie das von der Lego auch. Jawohl. Auf der Hinterseite hat es dann noch Platz für einen Brunnen, den ich aber noch nicht habe, wo aber Module begriffen wird sein, darum kann ich das euch noch nicht zeigen. Und was ihr natürlich noch nicht wirklich sehen wahrscheinlich ist, wenn man den Lift hier rausnimmt, der hat natürlich auch ein Innenleben, wo man kann 0. Stock, 1., 2. oder 3. Stock wählen. Es hat jeweils hier den blauen Liftknopf und in jedem Stock hat es entweder am Lift oder dann irgendwo im Gebäude der Dings plus der Motor vom Lift. Da kann man oben anschauen. Und eben das ist allerdings. Als Motor habe ich keinen Lego-Motor genommen, sondern so einen billigen AliExpress-Motor, weil man den per Bluetooth steuern kann. Was super easy ist. Genau. Da sehen wir noch so die Bar, die habe ich genannt Rainbow Bar. Die hat einen Haufen drin. Da ist der zweite Teil vom Streamer. Der hat einfach noch ein bisschen mehr Päckchen, noch ein bisschen mehr Platz. Da unten hat es einen Gigolist, der hier gerade die Vorarbeiter beglückt mit ein bisschen Musik. Da wo das Rote ist, kommt noch ein anderes Gebäude rein, wo jetzt in der Stadt schon ist. Deswegen ist das quasi Platzhalter. Und da geht nachher so Kurven weg. Und auch da hinten ist eigentlich schon unsere bestehende Stadt. Und da vorne kommt vom Town Center noch der zweite Teil dran, der ist aber ebenfalls schon in der Stadt und wäre auch viel zu gross geworden. Und es ist schwer vor allem, das hier einzubauen. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt, das zu schauen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da, einen Kommentar, schaut das nächste Video, teilt das mit jedem, den ihr könnt, damit wir etwas davon haben. Und wenn nicht, auch okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim nächsten Video und bis nächstes Mal. Ciao zusammen!